Servus, habe die Ehre zu einem neuen Vlog bei Stralemanski. So, und heute soll es einmal um das Thema gehen. Ihr seht es, die Äcker sind teilweise schon umgepflügt, teilweise steht noch Mais um die Bauernglätte. Also, viel Spaß! So Leute, ich habe es ja schon vorhin gesagt, heute soll es um die Bauernglätte gehen. Manche wissen das, was das ist, manche nicht. Und das passt jetzt gerade super rein. Eigentlich bin ich schon ein bisschen zu spät. Ich habe es leider nicht eher geschafft, dass ich zum Mopedfahren komme. Beziehungsweise ich bin letzte Woche oder vor 2 Wochen gefahren, habe ich aber keinen Bock gehabt, dass ich einen Vlog mache. Da bin ich einfach nur gefahren. Und da haben wir schon gedacht, Herrgott, hätte ich es mitgenommen, hätte sich echt rendiert. Hat man auch viele Bauern draußen gesehen, wo geackert haben und so. Aber nichtsdestotrotz machen wir halt jetzt. Auch wenn für viele die Motorradsaison 2017 schon rum ist oder fast rum ist. Weil ja schon Mitte Oktober, für die meisten ist das dann schon, oder für einige ist das dann das Ende. Ich habe ja letzten Vlog schon mit Saisonkennzeichen gefragt, wer Saisonkennzeichen hat oder nicht. Waren eigentlich die meisten dabei, die keins haben. Aber nichtsdestotrotz, es waren auch einige rum, die haben, habe ich gesehen, letztes Mal, wie ich gefahren bin. Die haben nämlich da nochmal das Wetter ausgenutzt. Und deswegen fahre ich jetzt auch schon vormittags, weil ich nachmittags nicht mehr fahre. Weil nämlich da so viele unterwegs sind, da macht es keinen Spaß mehr. Ja, wie gesagt, Bauernglatteis, das heißt, die Bauern müssen oder haben schon oder müssen jetzt ernten, ackern, säen, gruppern, was ich alles. Und die müssen natürlich in die Felder reinfahren. Es hat jetzt Tage zuvor ein bisschen geregnet, es hat jetzt wieder abgetrocknet. Wenn es zu nass ist, können die auch nichts machen, aber jetzt ist es optimale Wetter, dass die in die Äcker reinfahren können und natürlich müssen die auch wieder rausfahren. Der Acker ist halt nun mal schmutzig, dreckig, das ist halt Erde, ist einfach so. Und die ziehen da halt einfach einen Dreck mit dem Acker auch raus. Jetzt habe ich natürlich schon von vielen gehört, ich fahre ja auch schon ein paar Jahre Motorrad und haben auch schon ein bisschen Diskussionen auch schon mal gehabt. Zwar nicht unter Freunden, aber so unter anderen Motorradfahrern immer halt, ja, die müssen die Straße säubern und bla bla bla. Ja, das mag richtig sein. Aber dass du halt als Bauer überlebst, ich bin jetzt selber keiner, aber du musst da schon schauen, dass du rumkommst um die Kurven. Also sonst gibt es da sowieso nichts mehr, wie es halt überall ist. Und die müssen schon schauen, dass was geht. Also wenn du mal rechnest, die arbeiten von Montag bis Sonntag. Die haben Sonntag auch nicht frei, je nachdem, was sie halt für einen Betrieb haben, sage ich jetzt einmal. Aber wie heute ist halt das Wetter perfekt. Und jetzt sage ich mal Montag, Dienstag und letztes Wochenende hat es zum Beispiel bei uns über Nacht gut geregnet. Heißt, die Bauern können in ihre Felder nicht reinfahren, weil es viel zu nass ist. Sie würden versumpfen. Bei manchen ist es vielleicht gegangen, bei manchen nicht. Aber die würden mit ihren Bulldogs, mit ihren Traktoren nicht mehr aus dem Acker kommen. Also, was wollen sie machen? Also, das Wochenende, oder beziehungsweise die Woche war schön, also müssen sie das alles schauen, dass die das in der einen Woche oder in den 14 Tage, oder wenn es halt einfach schön ist, reinpacken und machen. Und da wird dann teilweise wirklich Tag und Nacht gefahren, weil es halt einfach gar nicht anders geht. Und dann muss man eins sagen, die opfern ja ihre Zeit nicht bloß für sich, das muss man einfach so sehen, weil sonst sage ich, was läuft bloß verkehrt. Die opfern ihre Zeit auch mehr oder weniger für uns. Weil rechnet einmal, wenn der Bauer kein Getreide anbaut, dann haben wir irgendwann auch kein Brot mehr. Füttert der seine Kühe nicht mit dem Futter, was er anbauen muss, gibt es keine Milch mehr. Von dem her können wir eigentlich alle froh sein, die wo sie das noch oden und die wo da auch für leben. die für nichts anderes teilweise leben. Also ich habe einige Arbeitskollegen da, wo Verwandtschaft, Bekanntschaft
Mitbauern haben oder Freunde von Arbeitskollegen, da wo dann die Arbeitskollegen einmal aushelfen und da mal sie nach dem Samstag arbeiten, komplett die Nacht um die Ohren schlagen, dass sie einem Kumpel helfen, dass der da mit dem Ackern fertig wird und alles. Also man muss das alles von zwei Seiten sehen. Was natürlich dann noch ärgerlich ist, wie jetzt in der Septemberzeit, wenn Hopfenzeit ist, dann muss man halt eins ganz klar sagen, dann vermeidet man halt einfach diese Gegend. Weil in der Hallertau, ich sag bei uns, mein Gott, bei uns ist jetzt nur dreckig, muss man beim Motorradfahren einfach nur aufpassen, wo halt Äcker sind. Und man sieht ja, wo gerade gackert wird, hey, fahrt der raus, ist schon wer rausgefahren oder was. Das kann ich ja alles ein bisschen einschätzen, sag ich. Aber in der Hallertau zum Beispiel ist es noch anders, die haben aber auch schon Magnete und so mit ihrem Hopf, ne? Da fallen oft kleine Hopfendrähtchen weg und die liegen dann auf der Straße und da fährt man dann mal schnell an Platten. Und das passiert halt einfach schnell. Die haben sie zwar schon zusammen, die haben große Magneten an die Bulldogs dort, dass die aufsammeln können, die Drähte. Aber mal hundertprozentig geht halt das auch nicht. Und ich sage mal so, gut, wenn ich jetzt nicht da direkt dort wohne und das Problem vor der Haustür habe, rebt man sich vielleicht auch ein bisschen leichter. Aber ich sage, ich fahre auch gerne in die Hallertau, die haben wirklich schöne Gegenden und alles, also das ist ja wirklich traumhaft. Im September, wenn ich weiß, dass die Ernte ist, dann meide ich es halt einfach. Dann fahre ich halt bloß, keine Ahnung, im Mai, Juni, Juli, August dort und lasse halt dann einfach bleiben. Und das ist aber auch gar kein Problem. Man weiß halt einfach. Und so ist es halt einmal im Saisonende, dass halt einfach bei uns ein bisschen ein Bauernglatteis gibt. Das wird es wahrscheinlich überall geben. In Bayern ist, oder ich sage mal in kurvigen Bereichen, da ist halt einfach, ja, scheiße, sag ich jetzt einmal. Da ist halt einfach so, aber wir haben ja das Problem im Herbst, weil ich es jetzt gerade sehe, weil wir so eine schöne Farbenpracht gerade haben. Das Problem ist ja nicht bloß als Bauern Glatteis. Wir haben auch Herbst, es liegen in die Kurven teilweise alles voller Blätter. Also ich habe es da schon gehabt, man fährt in die Kurven teilweise Schritttempo durch, weil die Blätter so glatt haben. Das ist das gleiche. Herbst, einfach nochmal mehr aufpassen auf sich. Aber es geht zurzeit, die Straßen sind frei. Ich war halt mit dem Auto schon unterwegs, ich habe mir schnell wo was holen müssen. Die Straßen sind echt super frei, muss ich sagen. Also so viel Dreck wird bis jetzt noch gar nicht rausgezogen, ich finde es super. Und jetzt fahren wir schnell eine Strecke, die es leider bald nicht mehr geben wird. Ich bedauere es sehr, weil ich die Strecke einfach nur geil finde. Die fahren wir schnell und dann geht es weiter. Wir überholen einmal schnell den. Okay, vorbei, weil der hält uns jetzt dann nur auf. Der Gas die ganze Zeit raus, hat aber null Ahnung von der Strecke. So, diese Strecke wird 2018, 2019 begradigt. Leider, also genießt es, eines der letzten Male. Und ihr seht es ja hier, ich kann noch mal reden, da gingen schon ein paar Bulldog-Spuren raus, ein bisschen dreckig ist. Ja, das sind wirklich super Kurven, mir gefallen die total gut. Ist zwar nicht ganz eben, das macht gar nichts, die ist ein bisschen schon zugeflickt. Und weil die so schön ist und das eigentlich jetzt gar nicht mehr Strecke ist, weil jetzt dann gar nicht weiß, wo ich hinfahren soll, drehen wir einfach um und fahren die Strecke nochmal. Die fahren wir jetzt dann, also ich werde es die nächste Zeit so fahren, weil es die dann einfach nicht mehr gehen wird. Wirklich, ich finde das total schade, weil die einfach super ist. Da ist so wenig los zum Mopedfahren, weil viel halt die Strecke einfach nicht fahren können. Die hat ein paar Kurven drin, die wird enger. Dann gibt es ein paar Kurven, die werden weiter, weil sie auch mal enger geworden haben. Ich finde die super, die Strecke. Aber die wird begradigt, Leute. Das ist ja so ein Scheißdreck, oder? Ich finde die so cool. Was wir hier schon erlebt haben. Einfach nur schön. Zack. Zack. Wunderbar. Muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr schade. Ja, wie gesagt, die Bauern müssen halt ihr Geld damit verdienen. Natürlich kann man sagen, die haben auch die Pflicht, dass die Straße reinigen. Ja, aber teilweise, wann sollen sie das noch machen?
Den Dreck wascht schon mal weg. Ich bin ja am Bau tätig, wir haben das Problem auch so oft. Wir müssen da auch dann halt aufhören früher zum Arbeiten, aber ich sag, für uns ist das halt eher noch kein Problem, weil wir einfach mehr Leute haben oder was, aber es gibt halt wirklich Bauern, da geht es halt nicht anders, oder? Nein, die haben schon einen Zeitdruck da und es reicht einmal, wenn sie alle da 13, 14 Stunden arbeiten müssen. Natürlich haben sie das selber rausgesucht, das kann man natürlich auch sagen. Manche haben vielleicht auch dazu gezwungen worden, weil es einfach in der Erbfolge so ist, aber ich sage einmal, völlig ist das jedem selber sein Hut, aber halt eins im Hinterkopf, die arbeiten irgendwo auch für uns und das ist so und das musst du so sehen, weil sonst ist einfach auf unserem Tisch bald nichts mehr da zum Fressen. Ich sag's einfach mal, dann schauen wir in die Röhre. Deswegen so ich Leute, fahrt im Herbst noch ein bisschen vorsichtiger, passt aufs Bauernglatteis auf, da wird einfach ein Dreck und ein Schmutz rausgezogen aus die Äcker, aus die Wiesen. Weil viele haben jetzt noch einen letzten Schnitt gemacht, sag ich mal, haben da noch mal gackert oder haben gemäht und was weiß ich nicht alles gemacht, oder der Mais steht teilweise auch noch, also teilweise wird auch noch Mais gehäckselt. Das muss man einfach so sehen. Oh, schönes Mopedler. Und deswegen hätte ich gesagt, nehmt aufeinander Rücksicht, allgemein, ob Bauern, ob nicht Bauern, ob Motorradfahrer, ob Autofahrer, ob LKW-Fahrer oder ob sonst was. Lasst es euch gut gehen, genießt die letzten Sonnenstrahlen, hätte ich es fast behauptet, die letzten schönen Tage zum Mopedfahren für die Saisonkennzeichenfahrer. Genießt es nochmal richtig. Nachmittag bin ich nicht mehr unterwegs, da könnt ihr dann alle fahren. Und dann hätte ich gesagt, macht es gut, habe die Ehre, bis zum nächsten Vlog und wir sehen uns. Servusler.